Schönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Emission von der Antenne-Gemeng Herbst für 2016. Als ein erster Beitrag ist die Straußfeier vom neuen Gemengenhaus zu Eichen. Ein gutes Jahr nach dem Anfang von den Arbeiten vom Bau vom neuen Gemengenhaus zu Eichen konnte die Gemeng am November letztes Jahr auf die Straußfeier vom neuen Gebäude invitieren. So konnten die Invitierten den aufgeschlossenen Reibau besichtigen, wobei den Bürgermeister Serge Hoffmann an den zuständigen Architekt Romain Schmitz die nötigen Erklärungen gegeben haben. Das neue Gemengenhaus wird voraussichtlich am Herbst des Jahres fertiggestellt, sodass ab dann die Gemengeverwaltung hier Arbeit an ihre neuen Räumlichkeiten kann abholen, die auch für das Publikum optimisierte Konditionen bieten werden. Wir haben noch vier gesehen, mehr Geschehen zu machen, dass man davon rausgehen will, uns Gemenger war, wie ist das auch das Service und Klier vielleicht nicht besser, wie viele Fall nach wie schnell können, gemerkt haben, dass das etwas wird, Leute eigentlich von einem performanten öffentlichen Service erwerben. Und dann lässt noch, was noch liest, zum auch Gemeng, den Gemeng soll ein bisschen so ein Lieu de Rencontre sein, ein bisschen im Zentrum wirklich auch von einer Ortschaft, von einer Gemeng. Und dafür haben wir auch ganz bewusst den relativ großen Hall gemerkt, wo wir uns vorstellen können, dass den auch Dinge für permanent Ausstellungen zu machen, sodass das da wirklich ein bisschen den Treffpunkt an der Gemeinde können sein. Nicht nur etwas, wo ganz sehr rangeht, sondern ganz sehr rausgeht, die Wahlwesen, administrativ, Ungelegenheit, handelt sich wurscht. Voilà, auf jeden Fall ging ich so, wenn ich das resümieren, ging ich mengen, dass so wie mir als Gemengerat das Projekt konzipiert und gestimmt haben, dass es ein Projekt ist, das nicht das Projekt vom Gemengepersonal ist, das ist auch nicht das Projekt vom Gemengerat, mit das für alle das Projekt für die Allgemeinheit, und das ist ja ein Stadtrat, das sagt, Gemengenhaus ist ja das Haus von der Gemeng, das Haus von der Allgemeinheit, und in dem Sinn mengen ich, haben wir geplant, und in dem Sinn hoffen wir, dass es dann auch funktioniert. Als nächstes gehen wir auf die Seniorenfeier an den Centre Culturel Jean Wolf. Nach dem Succès von der ersten Edition am Jahr 2014 hat die Gemeng Herbst an Zusammenarbeit mit ihrer Chancengleichheitskommission auch am November das Jahr alle Anwohner ab 70 Jahren auf die Seniorenfeier eingeladen. Das kann ja sein, 180 Leute dieser Invitation nachkommen und haben sich am Centre Culturel Jean Wolf für ein paar gemütliche Stunden erfand. Nach der Begrüßung vom Bürgermeister Serge Hoffmann an der Präsidentin von der Chancengleichheitskommission Chantal Boulanger-Hoffmann konnten die Leute ein gut Mittagessen und geselliger Runde genießen. Ich begrüßen auf unserem Senioren-Essen, der zweite werden wir organisieren. Begrüßen und ich merci so an alle, dass da kommen sind. Ich meine, ich für Ihnen etwas organisiert. Also noch froh von die invitiert sie kommen. Und das sind der Haut relativ viel, das sind ein gutes Stückchen noch mehr, wie wir das letztes Jahr hatten. Und das ist ein flottes Sache. Schön aber rund, dass das zum Teil zusammenhängt, dass die letztes Jahr mit dabei waren, ein bisschen Reklam für die Sache gemacht haben. Und dass das mit explizit wird, dass wir dann letztes Jahr dann noch ein bisschen mehr haben, wie wir das letztes Jahr die erste Kehr dazu abstatten. Auf jetzt so mehr, ich soll hier dann noch schiffern. Wir hatten am gesamten 400 Leute invitiert, die also hier dann könnten dabei sind. Und wir haben da heute 184, das ist ein kleines Haltchen. Letztes Jahr zu Herbst, für die da dabei waren oder die dann noch nicht dabei waren, so nicht, da waren wir zu 147. Das heißt, dass da ein gutes Stückchen mehr das kann ja nämlich feiern, von den das rechnet. Und das erklärt, dass wir so los müssen dann denken, ob wir nicht den zweiten Saal dann nächstes Jahr mit beiholen. Voilà. Invitiert nach ein Jahr wollte ich so, waren sich alle über die Leute, die an unserer Gemeinde wohnen, an die 70 Anfang oder ab partir von 70 Jahren und respektive von von einer Gruppe 70 dann aus den anderen selbstverständlich auch mit invitiert gewirrscht zu kommen.
Invitiert voren noch ons 11 Membre vum Gemengerot, Joch haut o sech ausser 2 alle geheisinn, entschëllech dats den Guy Robert, Conseiller vun Hapst, an den Camille Wagener, den se letzter Minute noch mussssen aufmelden. Ich bin froh, dass der zahlreich bei Klangfeuer kommt. Für ihr als Kommission für UGAX nächstes Jahr schon 2 Konferenzen geplant. Eine davon kann ich schon verraten, das die Auffrischung vom Croix de la Route. Mir gedacht, das wäre ganz interessant, weil es ja aber schon eine Zeit schon her ist, wo der alle den Führerschein gemacht wird. Wir werden diese Konferenzen dann noch jeweils 2 Stunden zu Hauptstadt machen, eventuell am Kader von der Port de Verden, von der Amiperas, auch von den Jungen von Göttstadt. Wir wären froh, wie die Gemeinde uns getreten ist, für das Klangfeuer zusammen für euch zu organisieren. Und unser Komitee hat sich dann noch, wie Herr Bürgermeister sagt, spontan bereit erklärt, für euch heute ein Aperitif zu servieren. Die Audition 2014-2015 von der Musikschule ist als nächster Beitrag. An Zusammenarbeit mit der Musikschule von der Musikföderation UCTA hat gemeint, Schüler vom Jahr 2014-2015 zusammen mit ihren Eltern den 21. Februar auf die alljährliche Audition von der Musikschüler invitiert. Das am Hauptstadt Centre Polyvalent. Nachdem die Einzelschüler hier musikalisch können in einer Beweis gestaltet haben, gouf hinnen vom Bürgermeister Serge Hoffmann, dem Präsident von der Kulturkommission Nello Zigrand, dem Gemengevertreter an der neuen regionalen Musikschule aus dem Westen, dem Robert Weiland, sowie dem stellvertretenden Direktor von der Musikschule von der UCTA, dem Gilles Lacour, ihren Diplom für das Jahr 2014-2015 überreicht. Op kulturellem an sportlichem Plan stungen auch nees eng ganz Party Manifestationen an der Gemeng Programm an dest fir Jong an Äl. E pur Humor ausgepickt, a waren Andreck vun dene Manifestationen erfänken. Die Kulturkommission an Chancegleichheits- a Generationskommission hatten ihre Kannerflowmoat am März des Jahr zu Eichen am Centre Kulturell. Op diverse Ständen goufe Kleder, Bicher an einer Artikeln zum Verkauf ugeboten. Enkadréiert gouf de Kannerflowmoat vum Zauberer Christian Lavé, den mat senger Show zu begeestere wurst. Ich komme, ja, und das fort, oh mei, das hier alles Geburtstag. Ja, wie war das? Das ist super, Connor.
Und hey, guck mal, hey, hast du die Pubelle? Oh ja, das ist wirklich wahr. Oh, wie war denn die da gut? Wie war das dann die Gelegenheit? Die ist, meine ich, für jetzt ins Rechter. Ach, wie war das die Bronze? Vier Glas, ganz wichtig. Ach, wie war das die Blume? Vier Papaya, kann auch recht. Ach, wie war das die Schwarz? Vier alles, was nicht an die anderen passt. Bravo, Kanna, bravo, bravo. Auch des Johannes huet de Fußballsclub Allianz Eichendal zu Habst Fußballsterrain de Jurentag gefeiert. Hierbei goufen an den verschiedenen Kategorien vun den Bambinien, iwwer Minimen, Skolären bis Kadetten, Fußballtourneieren organisiert, mat uschlesend Preisewerreschungen. D'Wieder huet auch mat gespielt. An so konnten die jungen Fußballer zu Summe mat ihre Familien e Flottendach ganz am Kontext vom Fußball verbringen. Für Essen a Gedränks wo natürlich auch bestens gesucht. So mir sie froh als Verein op en gut funktioniert Jugendkommission zurück zu greifen. Und wir werden da donner am Laufen den nächsten Jahren ausbauen. Lo sind wir am Gang en Entente mat Cash zu machen op Nofro von den Kächer, die wenig Jugendliche hun und dort ja keine Kippen zu summen kriegen, greifen wir dann an der Terre und dann wird man in Zukunft zu summen do als einen Jugendbereich ausbauen und abbauen. De Lewekennig, so huet Theatersteck geheescht, wat de 7. an 8. Mai vun der Artisteköcht Keel Tating am Unionssaal zu Habst opgefauert gouf. Organiséiert gouf dese Kannertheater vun der Theaterekipp Habst, déi sech iwwer déi gut besichte Vierstellungen gefréet huet. Wir sind Artisteköcht vu Keel, de Kanner Jugendtheaterverein an vu Virun krcht der rund simmer am Gang de Lewekinnig ze proben, die man lo 3 Mal bei uns zu Keel opgefauert hun, Einkehrung Festival von der Ogda zu Alleng. Also sind wir froh, dass Theaterfreund von Habst als hin invitiert tun, für dass man nach 2 Mal hier auf einem anderen Platz und einem anderen Publikum können spielen. Ja, wir sind ganz froh, Theater-Equipe von Keel können bei uns zu begrüßen. Das ist immer flott von Kannertheaters. Da erreichen wir natürlich auch ein bisschen ein anderes Publikum, wie mit unseren traditionellen Aufführungen. Das ist natürlich eine Zusammenarbeit, die immens flott ist. Und wir hoffen, dass es natürlich Fragen gefallen und dass sie dem noch ein bisschen bei uns zurückkommen. Das stimmt. Man so eine Invitation kommen wir gerne noch. Ja, heute Abend haben sich ziemlich viele Leute angemeldet, auch für morgen Abend. Wir hoffen, dass sie dann alle gut viel Spaß und viel Freude drunter haben. Nur noch ein kleines Tombola, wo alle lose Gewinner sind, für allem viel Kanner, das ist flott. Und ja. Den 29. April wurde die offizielle Schlüsselübergabe für den Restaurant Al Scholl an der ehemaligen Schule zu Habst. Die
Pferdestellung vom Restaurant stellt die Echtphase von den Umbauarbeiten von der Allerschule zu Habst an eng Maison de Génération dar. Neben dem Restaurant wird an dieser Maison de Génération am Hirsch des Jahr ein Seniorentreff funktionieren. Ein Treffpunkt also für Eler Matbierger, die dann von diesem Restaurant können profitieren. Natürlich steht das Restaurant Al-Schoul nach wie vor auch für das Publikum ab. Betreibergesellschaft Al-Schoul, vertreten durch die Herren Guy Kirsch und Pascal Riot, sowie der bekannte Küchenchef Thomas Murer, kruten ihre Schlüssel für das neue Restaurant vom Bürgermeister überreicht. Die Damen und Herren, ich will dich dann am Namen von den Kollegen vom Chef der Gemeinderat alle begrüßen, dass er Zeit fand, mit bis bei uns zu kommen. Ich will besonders begrüßen Vertreter von unseren zwei Assoziationen, de Senior, wenn ich dazu dürfe, nennen die Jungen von Göster, respektive der Peres Eichen. Ich bin auch froh, wenn ich auch darauf hinweisen, dass ein Kollege von Silma, der Meister mit seinen zwei Chefen, noch bei uns fand, über die Mädchen von ich wissen ja, dass wir Fusionspartner sind an Ursprung mit der Gemeinde Silma fusionieren, sodass das Projekt auch mit ihrem Projekt ist, wenn ich das so können. So. Voilà, das haut die kleine Zeremonie, wo man ein bisschen mehr im Klängekreis gemerkt, dass es ein Schlüsselliefer gab, dass keine Abweihung. Bei einer Abweihung ist alles auch bis die letzten Töpfelchen fertig sind. Das ist dann nicht gerade der Fall, das ist eine Schlüssellieferregelung. Und der Exploitant von dem Restaurant hier in unserer Maison de Génération, für uns ist es wichtig, dass wirklich dann den ersten Schritt, was man so für dann das Maison de Génération, wie man sie nennen, mit Leben zu erfüllen. Und das eigentlich noch 5 Jahre Pause, 5 Jahre an dem Gebäude nicht gelernt, für Wert, aber bis 4 oder 5 Jahre an den abgehalten war das eine Schule, wie der ja alle gut wisst, pur historische Donne, dann managen der Obsicht von dem Herrn Toussaint Wassen, also hoffe ich, dass nicht falsch ist, so ferner. Die Schule ist abgegangen, die alte Schule 1850, das heißt bis 2010 während er genau 160 Jahre, wo dann die Schule wirklich ans Oldsdorf Schule zu Habst funktioniert hat. Ich habe noch ein bisschen gerechnet an den Jahren, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind rund 3500 junge Mädchen, Jungen von Habst und zum Schluss eigentlich auch von Eichen, weil zum Schluss waren gemischten Klassen durchgegangen und gelernt zu lesen, gelernt zu schreiben und am Haff rundherum gespielt, dann geturnt oder vielleicht auch mit gemerkt. Voilà, wir erzählen nicht das. Das ist eigentlich immer traditionell das Dorfzentrum, der Kern vom Dorf Habst gewesen. An Lo treffen mat Restauratrice d'Art Tilly Hoffelt, déi verschieden Äbechten fir d' Gemeng Habst mëcht. Wieker wéi Biller a Skulpturen rem authentisch opfrischen, an engem neie Glanz erschenken ze losen, dat as d'Berufung vun der renomméierter Restauratrice d'Art Tilly Hoffelt. Der Halen vum Patrimoine artistik fir kommen Generationen ass der Madame Hoffelt hier Passioun, an sie geht voller Leidenschaft, an Dévouement und d'Äbechterun. So krut Madame Hoffelt den Optrag vun der Habster Gemeng fir Tabloen an eng Skulptur zu restaurieren. Hierbei handelt es sich Tabloen aus den 60er Jahren von den Ortschaften Habst an Eichen, gemalt vom Gerson a vom Görgen, an die am Gemengenhaus hängen. Weiter gouf eng Ekklesiaskulptur aus der Allerschule zu Habst, die aus dem 19. Jahrhundert stammt, restauriert. Die Skulptur wird hier Platz dann auch nächst an der kommenden Maison de Génération empfangen. Gemeng Habst hat man der gemerkt, für man die Heilskultur zu vertrauen, die zu Eichen an der Schule steht. Sie ist natürlich dem Gu von der Zeit entsprechend Gestalt gewirrscht. Sie misst aus dem 19. Jahrhundert sein mit einer geringer metallischer Färbe, die der Hai gesiedet auch Hannen nach. Ne? Das war nicht eine ganz glückliche Gestaltung. Lo, wenn Sie d'accord, dass ich probiere gebe, eine andere Version sich mit direkter Restauration, wo nicht mehr original erhalten, geht nicht viel zu dienen. Aber ich proposiere eine neue Version auf die Schei-Figur. Und ich hoffe, dass am Gang zu gelingen. Heißt nach lang nicht alles fertig, ne, dass wir am Gang sind stehen.
Ich habe probiert, wie es mit richtigem Goldplatten, das sieht dann zu halten, dass das mit Kasin, dass ich das Gold eventuell nach patinieren, muss gucken. Gemeng habe ich auch der gedacht, für mal das schöne Bild vom Ottmar Görgen, uns Vertrauen aus den 60er Jahren, die Gesicht und die Details vom Bild wehen können. Da handelt es sich beim Maler, den einzigen Auftrag, den ich hatte, war das Bild zu putzen, was noch nicht ganz fertig ist, als Operation für das Schönheit von den Originalfarben besser sollte zu schauen. Wir sind am Gangen, an diesem Deal zu schaffen. Heute sieht er vielleicht, dass es nach Medaillestraße für ihre Geburtstag zu der linken Seite. Der Stil vom Bild ist den, wo ganz viele Lützeburger Maler, de Gerson, de Görgen beeinflusst waren, nach ein bisschen und die Impressionisten rund lehnt. Ja. Schon seit Jahren wird Habster Gemeng bemäht kontinuierlich auf den Ersatz von Pestiziden beim Erhalen von öffentlichen Plätzen zu verzichten. Den 9. Juni 2015 hat der Gemengerot Habst sich einstimmig dafür ausgesprochen, Pestiziden ganz zu verbannen. Den Verzicht auf derartige Produkte dreht es sowohl zum Erhalt von einer Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren bei, wie auch zu einer besseren Gesundheit für uns alle. Demnach ist es auch an den Anwohner und Betrieber selber, für auf den Gebrauch von Pestiziden zu verzichten. Die Belastung von unserer Umwelt durch Pestiziden ist evident. An unserem nächsten Beitrag holen wir erstmal an Kläranlage zu Habst, für einen kleinen Abblick an das Funktionament von so einer Anlage zu kriegen. Wir drohen aber noch einen kleinen Sensibilisierungsfilm von der Umweltberatung Lützeburg zum Thema Pestiziden an Hirt 4 kommen. Wasser hier op der Kläranlage könnt und sich von Habst auf Kirch haun. Dat Habster Wasser dat gesagt direkt innen dat könnt von Habst aus ganz tief raggelaf, könnt dann opgepumpelt und da lief dann Kläranlage ran. Van Lo méi rent, da gëtt iwwer die anderen Pumpen, die lo net laufen, an der Reniwwerlaufbecke gefouert. Den das relativ große Basing. Wann der nach méi kënnt, da lief doch do en Deel an den Teich iwwer. Normalerweise stockeieren wir do dann, dat den Dicksten knascht. An de gëtt dann sobald wie doppelt mat Tränen an der Kläranlage verschaffen. Sind dann nur noch die Schlammbehälteren, dat heißt, do sammeln wir de Klärschlamm in sich. An der Biologie bauen wir Klärschlamm op. Die Bakterien die wursen natürlich immer, dat kind immer méi. Irgendwann sind zu viel, da muss man da rausholen. Die sammeln wir an denen Behälteren do. Aber wenn die Behälteren da voll sind, können wir noch ein bisschen Wasser da rausholen. Und dann lassen wir dann kommen, den das entwässert mit einer Kammerfilterpresse, wo wir dann etwas relativ Festes kriegen, was dann entweder an die Landwirtschaft gefördert wird oder auf die Kompostierungsanlage oder dann eventuell auch nach einer Verbrennung. Das Wasser kann von den
Schneckepompeln aus wo man fir gesinn hun ran. An der lebt he durch een Riech. Dat sind so Grill mat 6 mm Aufstand. Da sammeln sich all die Sachen dran, die net an den Kanal geheieren, die Leute aber dran geheien. Die gehen dann rausgeholt. Und sech geheiert an den Kanal nëmmen Duschwasser, dat wat an de Mënsch an Toilet mcht an den Toilette vorbei. De ganze Recht sind hun sech Sachen, die net trageheieren, die mir mat dickem Opwand anderem Hai rausholen. Die Maschine die presst dat dann, also die höldet raus, die presset, sie wäschtet, an sie gehalt an eng Drecksköcht, an da gëtt dann Zcht geht dann op den Verbrennungsanleg. Von do aus lief Wasser dann hai an den Sandfang Fettfang, dat dat een Becken, wo un Sicht wit reduzéiert gëtt, an dodech ersetzt sich dann dat mi schwéiert Sand an Kisel an alles wat den so wat vun der Straße mat können, setzt sich auf. An Fett werden nach drauf, dat schwimmt op an dat können man dann hai rausholen. De Sand gëtt ënnen am Fong gesammelt, de gëtt dann rausgepumpelt, gëtt dann do an dem Container gëtt gedrechen, gewäsch am Container do entzucht. An Fett dat könnt dann op der anderen Seite dat schwimmt op an dat gëtt dann do rausgeholt. Et ha un Sicht Herz vun der Kläranlage, dat dann mir als Biologie. Do mir un sech eng Zucht vun Bakterien, die sowieso am Moofwasser dra sind, die mir un sech a ganz große Quantitäten an dem Basinghai halen. De Basing as an 2 Deler opgedeelt, den mechten Deel ass net belüft, den zweiten Deel ass belüft. Dat ass un sech so, dat man da können dummer der Stickstoff mat aufbauen. Die Bakterien, die den Stickstoff aufbauen, die lewen net vom Sauerstoff, mit die lewe vom Sauerstoff aus dem Nitrat. Dat heißt, do wo wir belüften, produzieren wir Nitrat am Klärschlamm. An wo wir net belüften, haben wir dann andere Bakterien, die fressen den Nitrat, verwandeln den Stickstoff dann an Stickstoff, so wie an der Atmosphäre ist, an den ist da fort. Aber die Haupterbechtei an dem Basing ass und sich für alles wat Kohlenstoffprodukte sind natürlich normale biologischen Aufbau von Schmutzstoffe. Für dat die Bakterien können hier erbecht machen, muss man in die Luft gehen. Dat heißt, gëtt innen am Basing gëtt Luft angeblosen, Regenblose gehen da gemacht. De Basing ha den also 5 Meter tief, dat gesäit den Luft von der Oberfläche aus net. Dat heißt, durch die heich Distanz, wo Wasser, Luftblosen durch Wasser gehen, kann dann der Sauerstoff und sich und die Bakterien zurückkommen. Hier kommen wir dann und sich und dann von der Klärung, das Wasser, wenn wir just an Biologie da gesehen haben, das ist da ganz voller Bulli. Das geht dann im Heibasing an der Mitte, an dem Rundel gesagt, wo dran könnt, da ist nach Brung. Da geht es dann und sich noch innen an der Basing ragelos. De Basing as een Tricht, den ass ungefähr 10 Meter tief. Da haben wir relativ groß Zeit für das Wasser von da, wo dann racken, bis bei den Auslauf zu kommen. Und dadurch setzt sich der ganze Bulli auf. Der Bulli geht im Zweck an den anderen Basing gefauert, für dass wir immer genug Bulli da dran haben. Und Wasser läuft dann hier über die Schauten da an den Tricht oder an den Trach, und durch den Trach lebt es dann an den Auslauf und zurück an den Teich. Aus dem Wasser haben wir dann alles rausgeholt, was biologisch aufbaubar war, plus den Stickstoff und dann natürlich die Kraftsachen, die wir am Anfang gesehen haben, Papaya, Knascht, Plastik und so. Aber und so was wir gar nicht machen, ein Medikament kriegen wir nicht rausgeholt, wir kriegen keine Pestiziden rausgeholt. Wir kriegen immer die Sachen rausgeholt, die uns sich können an den Kanal gefordert gehen. Und nicht die Sachen, wo die Leute meinen, dass sie so tun sollen, für vielleicht ein bisschen Auffallkästen zu spuren. Das war als erste Emission für 2016. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage merci fürs Nachgucken und bis ein anderes Mal.